Jenny, es ist die erste Nacht back in der Schweiz und ich habe mich darauf gefreut, dass ich meinen Vibrator kann benutzen kann. Nach einem Monat mal wieder. Ja, es hat keinen Akku. Nachher habe ich gedacht, warte, ich habe ja noch einen zweiten. Der hat auch keinen Akku. Ja, jetzt gehe ich mal noch schnell 10 Minuten auf Social Media und hoffe, dass das ladet. Genau. Hey zusammen, mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia und herzlich willkommen zu der 39. Folge Fiasko Famoso. Ja! Geil! Hey, ja, wer ins Video schaut, sieht, dass wir ganz ein anderes Setting haben wie letztes Jahr, kann man sagen. Ja. Wir sind remote, einander zugeschaltet, live. Also es ist irgendwie so komisch, weißt, dass wir nicht im gleichen Raum sind. Ja, ich fühle mich, also ich nehme auf meinem Bett auf und ich fühle mich einfach nochmal viel, es ist halt hure privat, auch wenn man nichts von meinem Zimmer sieht, aber es fühlt sich so intimer, als intim an, in seinem Zimmer sich zu filmen und dann so wissen, dass das so ausgestrahlt wird, ich weiß auch nicht. Ja gut, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich filme auch noch ein bisschen öfter irgendwie Sachen im Zimmer drum. Ja, stimmt. Und das jetzt ist sowieso auch nicht mein Zimmer so. Ich bin ja da in Amsti und in einem temporären Zimmer sozusagen. Darum fühlt sich das gerade so gar nicht privat an. So, was ihr seht, ist ja wie ein Zimmer, das für mich auch in 3 Wochen wieder fremd ist. Darum, also ich glaube, weißt, die einen Leute wissen gar nicht, was du in Amsti, weißt? Ja, jetzt wir müssen nochmal einen Ketchup machen. Ein Ketchup oder ein Ketchup? Ein Ketchup mit Mayo. Ja, wir müssen einen Cocktail machen. Wir machen einen Cocktail machen mit unserem Leben, wo wir gerade drin sind. Du bist definitiv in einem anderen. Ja. Willst du ein bisschen Anfang machen? Oder wie willst du den Anfang? Also, wir haben ja gesagt, wir reden heute einfach mal. Wir machen heute einfach einen Catch-up zu, was eigentlich gerade so in unserem Leben läuft. Ich meine, wir haben jetzt den ganzen Januar, wenn das online kommt, ist der 2. Februar. Wir haben den ganzen Januar wirklich, das kann man wirklich fast sagen, fast nichts voneinander gehört. Du bist auf Reise gewesen. Ich war in der Amsti-Vorbereitung und darum, ja, wir haben uns weder gross gesehen noch gehört und ich glaube, das ist jetzt eben die grosse Ketchup-Folge. Also ja, wenn ihr jetzt einen Shot genommen habt, jedes Mal, wenn wir Ketchup gesagt haben, dann viel Spass. Dann dir ein bisschen Mayo dazu. Nein, aber also, ich mir wirklich vorstellen, ich bin zurückgekommen vom Reisen und dann innerhalb von einer Woche ist Jenny dann schon gegangen und wir haben uns einmal gesehen. Ja, ja voll. Also wirklich so... Ja. Man kann eigentlich sagen, das letzte Mal, wo wir uns wie richtig gesehen haben, war eigentlich für die Aufnahme vom letzten Türli. Weil nachher bist du recht schnell dann gegangen auf Reisen. Du bist ja vor Weihnachten schon gegangen. Genau, ja. Das erzähle ich dann alles in einer anderen Folge. Genau. Wir machen dann noch eine grosse Folge, wo Flavia über ihre Reisegeschichte erzählt, aber heute, ja, geht es um Trommelwirbel, ein Ketchup. Okay, jetzt lange mit Ketchup. Ja, Jenny, in Amsti. Ja, ich bin seit 3 Tagen in Amstein. Heute war mein 4. Tag. Und ich habe noch nicht mal mit der Uni angefangen. Mein Friends Count ist 0. Also ich bin wirklich ganz solo da und ich bin ganz fresh in dem Sinn. Aber deine Mitbewohnerin? Ja, also ich habe in dem Sinne eine Gastmutter. Ich habe eigentlich auf Insta mal erzählt, dass ich ein Wegezimmer gefunden habe für die ersten 4 Wochen. Und Wegezimmer, es ist in dem Sinne ein Wegezimmer, aber eigentlich passt so der Begriff Gastmutter viel besser, weil es ist eine 51-jährige Frau, sie ist Single, hat kein Kind und eine mega geile Wohnung und ein Gästezimmer. Und in dem Sinne lebe ich jetzt einfach den ganzen Februar bei ihr. Und ja, darum... Nur schnell zum Alle abholen, wenn wir jetzt neue Hörerinnen und Hörer hätten. Jenny macht den Master in Amsterdam, ein Jahr. Und jetzt ist sie dort, eben seit 4 Tagen. Genau. Ja, genau. Und sie ist mega lieb. Sie ist Italienerin, sie ist so voller Energie und ich bin wirklich da angekommen und sie gerade, wo sie mir die ganze Wohnung gezeigt hat, hat sie mich schon während ich so 7-mal angelangt, so auf die Schulter, an den Arm und so, come sweetheart, let me show you this, blablabla. Also wirklich so, sie wie findest du das, Amix? Weil ich liebe das, andere Leute sind dann so überfordert. Ich habe das eigentlich auch noch gerne, weil also so Berührungen, oder? Also weißt du, so kurz meine ich. Ja, du meinst jetzt, ja doch, das habe ich eigentlich gern. Also gern. Ja, ich finde das schön. Ich finde das wie so auch ein bisschen lustig. Ich weiß jetzt nicht, ich mache das glaube ich auch ein bisschen, aber jetzt nicht so wie sie.
Also, ich würde jetzt zum Beispiel niemandem irgendwie an den Oberschenkel lang oder so. Aber so bei einem Witz irgendwie auf den Arm, ich meine, du würdest ja hauen. So berühren, das würde ich glaube schon auch. Aber mehr so aus dem Affekt, weißt du, was ich meine? Nicht gross bewusst. Ja. Nein, es ist wirklich mega herzig. Manchmal habe ich das Gefühl, bebuttert sie mich ein bisschen zu fest, so für meinen Geschmack. Also, weißt du, so, wie merkst du das? Ja, gestern bin ich zum Beispiel heimgekommen und sie hat für uns beide gekocht. Und es ist mega herzig, aber so, ich hoffe nicht, dass sie jetzt in Zukunft immer so mit Essen auf mich wartet, weil, ich weiss nicht, ich bekomme wie mit der Einstellung auch, dass ich ein bisschen für mich selber schaue und sie für sich selber schaut. Aber ich verstehe auch, wenn sie vielleicht eben gerade Single ist und kein Kind und so, dass sie vielleicht wie Freude hat, dass jetzt jemand da ist und vielleicht auch gerne dann wie so öfter zusammen zur Nacht ist und so. Das sind alles Sachen, die mich jetzt gerade noch am herausfinden, so als Teil vom Einleben. Ja, oder jetzt zum Beispiel die Tage, also heute ist sie ist immer die Hälfte der Woche ist sie nicht in der Wohnung. Das heisst, ich habe jetzt sogar die Hälfte der Woche habe ich die Hütte für mich allein. Die und Hütte, ist, ja. Ja, wirklich. Und es ist so, jetzt zum Beispiel, ich habe ja mit dir gesagt, können wir bitte den Podcast heute Abend aufnehmen, weil ich fühle mich viel freier im Erzählen, wenn ich weiss, das Haus ist leer, als wenn ich wüsste, so, sie hat da gerade aber sie versteht dich. Sie redet Holländisch. Und Holländisch und Deutsch, das versteht man. Ja. Also, ich weiss es nicht. Darum sage ich, vielleicht ist das auch mein Kopf, wo sich noch nicht so, ich muss jetzt lernen, mich da nochmal so zu entfalten, wie ich eigentlich bin. Weißt du, was ich meine? Weil überall, wo ich jetzt ankomme, muss ich mich neu vorstellen und Leute kennenlernen. Und ich muss so oft irgendwie eine Introduction über mich schreiben, gerade zum Wohnungen suchen. Und manchmal bin ich so, okay, 4 Sätze über mich. I'm und was friendly. Schreibst du dort rein? Nein, löschen. Was schreibst du jetzt? Du hast vor mir gesagt, du hast gerade, wenn die Aufnahme später gemacht, weil sie unbedingt noch müssen, Ding abschicken, eine Bewerbung für eine Wohnung. Und wie tust du dich beschreiben in 4 Sätzen? Ja, ich sage einfach, I'm Jenny, I'm 24, I'm a working professional and student from Switzerland. Working professional? Ja, das sagt man das? so. Also in dem Sinn, ich arbeite. Oder young professional oder working student. Ja, weiß nicht, einfach so okay. Ich brauche einfach so die Begriffe so working und student und oder working professional, young professional. Keine Ahnung, das tönt einfach gut bei den Vermietern oder bei den Agenturen, die Wohnungen halt vermieten. Ja, Mann. I'm a working professional im Podcast. I'm a working professional from Zurich, Switzerland. Oh ja. Die Schweiz natürlich auch reinnehmen, oder? Ja, genau, Schweiz, grosser Bonus, wobei, ja, nein, aber ich bin so, ich weiss irgendwie gar nicht, was ich erzählen, weil es ist, ich muss sagen, mein Alltag im Moment, die letzten 4 Tage, sind relativ ruhig gewesen, weil es gibt einfach nur in dem Sinne mich, die Gastmutter und die ganze Stadt für mich zum Erkunden. Aber ich weiss noch, du hast auf Insta dort am Anfang gesagt, bevor Jenny am Tisch hat sie eine Insta-Story gemacht und gesagt, die ersten 3 Tage nehme ich schon in Kauf, dass ich im Loch wird sein. Und ich habe dort gedacht, nein. Also, ich habe das Gefühl, ich kenne dich halt auch ein bisschen und ich habe gedacht, nein, die nimmt in ein Journal, geht ins Kaffee, tut... Also ich habe nur einen Snap mal von dir gesehen. Ja, so war es auch gewesen. Also Sonntag bin ich angekommen und wo ich angekommen bin, habe ich gedacht, oh mein Gott, es fühlt sich auch, so die Stimmung von der Stadt hat genau dazu gepasst zum Start von einem Kapitel. Weil ich bin angekommen, Sonntagmorgen um 8 Uhr. Alle haben geschlafen. Ich meine, wenn du in Zürich am Sonntagmorgen arbeiten wäre auch tote Hose. Und ich bin wirklich so mit meinen 2 fetten Köffern über die Pflastersteine gerollt, habe einen riesen fucking Lärm gemacht. Und da haben wir so gedacht, oh mein Gott, alle sind am Schlafen und ich bin jetzt einfach da. Es war so ruhig gewesen. Und irgendwie ist es auch so, ja, es könnte jetzt schon ein bisschen mehr los sein da. Aber ich glaube, das ist repräsentativ für meine erste Phase, die ich jetzt da halt durchlebe. Ich fange ja wirklich bei 0 an. Also, ich habe nicht viel da. So, nur mich eigentlich, sozusagen. Und nach dies nach kommen jetzt dann halt die Sachen dazu, wie Studium, Stundenplan, Routine, Freunde und so. Und ich habe mir überlegt, wenn ich einen Skip-Button hätte, also wenn es einen Skip-Button gäbe zu ich in 2 Monaten, mit einem kleinen Umfeld vielleicht, oder so auch schon eine Routine, irgendwie würde ich ihn gerne drücken, weil ich schon jetzt so hure gerne wüsste, so, weißt du, wo bin ich? In einem Monat, in 2, in 3. Aber irgendwie ist es doch auch schön, dass man das halt nicht kann skippen, sondern dass ich jetzt halt wirklich Tag für Tag mich um jedes kleine neue Mini-Level freuen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, mega. Ja, ja, ist einfach eine grosse Ungewissheit vor dir. Ja, also wirklich, und wegen sich in einem Loch fühlen, noch schnell zu dem etwas. Ich habe, glaube die Erwartung wie tief behalten von den ersten Tagen, weil ich weiss, dass ich immer alles sehr romantisiere. So, oh mein Gott, ich komme in der Stadt und dann bin ich voll verliebt in die Stadt und das wird alles mega cool. Und darum habe ich gedacht, vielleicht wäre die ersten Tage ein bisschen eine Challenge, habe ich mir gedacht. Und es ist schon, also ich meine, heute haben wir Tag 4 und gestern Abend und heute Morgen bin ich schon ein bisschen in einem Loch gewesen, weil ich meine, ich muss in 3,5 Wochen muss ich ein neues Dach über dem Kopf haben. Und das ist mega schwierig. Also weißt, meine Laune oder meine Stimmung im Moment ist gerade von Stunde zu Stunde anders, je nachdem, was ich gerade mache. Oder was für ein Mail ich gerade schreibe. Oder was, weißt, es ist wie ich habe aufgeschrieben, es ist ein Gefühlspotpourri. So eine Mischung aus Gefühlen. So, was ich fühle zum Beispiel, alles an einem Tag, gell, ist Angst, Vorfreude, Hoffnung, Mut, Stolz, Ungewissheit. Also weißt, so negative und positive Gefühle, alles in einem. Und gerade heute Morgen zum Beispiel habe ich mich so overwhelmed gefühlt, weil ich gedacht habe, eben, also jetzt gerade würde ich skippen zum Punkt in 2 Monaten. Jetzt gerade. Also was war der Punkt dort? Ja, weil ich bin so down wegen Wohnungen. Also ich finde das mega anstrengend, irgendwie so Wohnungen suchen und Mails schreiben und mit Leuten auf WhatsApp hin und her schreiben, nur dass sie dann nach 20 Minuten können schreiben, hey, ja, es wäre erst ab April erhältlich und einfach so Housing, wie sagt man, Listings, ich habe all die deutschen Wörter vergessen. Es ist auch ja, das ist kein blöd, wenn wir mehr reden. Nein, es ist auch ich beim Reisen. Ja, und jetzt habe ich das, also weißt so, ich denke mir so, es ist so schön, reden mega Schweizerdeutsch zusammen, weißt so. Ich habe auch das Gefühl, das ist ja auch mega fest so, ich weiss nicht, wie komme ich eigentlich bei anderen Menschen an, wenn ich Englisch rede, weißt, kann ich wirklich ich sein? Nicht wirklich im Fall, weil ich kann meinen Humor zum Beispiel nicht 1 zu 1 auf Englisch übersetzen. Nein. Ich bin schon anders, ich bin, glaube ein bisschen, reservierter und weniger, ich weiss nicht, ich kann nicht ganz Jenny sein auf Englisch. Und das stört mich auch gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass sich das auch noch verbessert in dem Sinn. Und eben, vor allem die Wohnungssituation hat mich jetzt gestern und heute gestresst. Ich habe das Gefühl, wenn du deinen Spot weißt für die nächsten 8 Monate, dann ist so ein riesen Fels weg. Also wirklich, genau. Das... Es ist wirklich so. Ich glaube, ich habe es jetzt einmal so meinen Eltern gesagt, mein grösstes To-Do in den nächsten 2 Wochen ist es, ein Dach über dem Kopf zu finden für nachher. Weißt du, manchmal, wie du sagst, ich bin vorher zum Beispiel, ich bin die Tage auch in einen Kaffee journalen und dann habe ich mir gedacht, nicht was mache ich, ist schon gut, das sollte auch Platz haben. Aber eigentlich sollte ich im Fall jetzt am Laptop kleben und Mails schreiben. Und wenn es, weißt, also du hast halt hohe Ansprüche, weil du willst in der Stadt sein, oder? Das ist halt, weil wenn es dann gar nicht wird gehen, weißt, ich gehe immer vom Worst Case aus, dann müsstest du halt von diesen Ansprüchen ein paar streichen. Abschrauben, ja. Und irgendwo gibt es sowieso etwas. Also, weißt, ja, voll. Aber man will halt die Ansprüche dann erfüllt haben und das ist dann halt das Strenge, so etwas dann zu finden. Aber wenn man es dann hat, umso besser. Aber es gibt immer eine Lösung, also von dem her, ja. Ja, voll. Bin gespannt. Es bleibt ja für uns da auch spannend. Es bleibt spannend, ja. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen, einen Rahmen gegeben. Ich kann euch ein bisschen vorstellen, wie es bei mir so läuft. Was ist dein Alltag jetzt gerade im Moment? Also jetzt bin ich 1,5 Wochen zurück vom Reisen. Ja. Ja, und also ich habe zum Glück einen Tag Pause gehabt, also Pause, nur einen freien Tag, als ich heimgekommen bin, weil Jetlag hat schon gekittet. Und ja dann schon mit der Winterdepression? Du warst ja im Sommer in Panama. Im Fall kein Problem. Ah ja? Wirklich null. Okay. Also, nein, das gar nicht. Und ich bin auch mega gern wieder da. Also ich bin so ein Bünzli, das wissen ihr ja alle. Also, ich habe das Zimmer so vermisst. Und beim Arbeiten bin ich auch wieder voll drin. Der Jetlag hat ein bisschen länger gekittet. Also so ein bisschen... aber sonst... Was würde ich sagen? Ja, beim Arbeiten muss ich jetzt meine Ausbildung geht ja bis Ende Februar. Also auch nicht mehr lang. Da muss ich jetzt ein bisschen Gespräche führen und noch weiter überlegen, was ich nachher mache. Aber ich werde es dann kommunizieren, wenn alles fix ist. Ich will da nicht vorher schon irgendwie etwas erzählen und nachher ist es doch nicht fix. Ja. Aber das ist so ein bisschen bei mir so, aber da könnte ich jetzt auch so einen Switch-Button, so Flavia in 2 Monaten.
ist sie in einem Kaffee am Arbeiten. Wo ist sie genau am Arbeiten? Ich weiss, dass ich da wohnen bleiben kann, zum Glück. Ja. Aber bei mir ist jetzt eher gerade beim Arbeiten, wie verdiene ich mein Geld? So das. Ja, aber wie so verdienst du dein Geld? Ja. Und machst du dir Sorgen oder freust du dich über die Ungewissheit, dass du das jetzt herausfinden kannst? Wie geht es dir dabei? Nein, ich freue mich. Also ich darf jetzt auch schon Probe arbeiten in einem Kaffee. Das hilft auch ein bisschen. Es ist noch nicht fix. Wolltest du sagen, wo? Es ist... Nein, noch nicht. Okay. Aber ja, du sagst es ja dann. Man kann ja dich auch dann besuchen, gell? Ja, genau. Ja. Wenn es dann fix wird. Also das Lustige ist, als ich dort das Vorstellungsgespräch hatte. Ah ja, erzähl das. Ist einfach, also hatte ich es fertig gehabt, es war halt im Kaffee gewesen, einfach ab einem Tisch. Ja. Und es hat halt Gäste rundherum gehabt und dann bin ich so rausgelaufen, hat mich eine so aufgehalten und so, Flavia, ich bin die letztes Mal von der Tramhaltestelle und ihr müsst wissen, eine Woche vorher hat mich eine Frau an der Tramhaltestelle, sie war mega am Stress gewesen, säckelt so halb vorbei und zeigt ihren Bildschirm und sagt so, ich höre gerade euren Podcast. Ja. Und sie so, ich finde dich mega cool und ich so, schönen Abend und dann ist sie wieder ins Tram rein und dann ist die einfach eine Woche später in dem Café. Und ich auch. Und ich so, oh mein Gott, da haben wir uns umarmt. Sie hat mir ihren Namen gesagt. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich habe gerade Vorstellungsgespräch gehabt. Es ist, hey, so, wirklich, wo du mir das geschrieben hast, eine Frau hat mich gerade angehalten und erkannt und sie hört gerade den Podcast. Ich habe so gesagt, was? Das ist ja cool. Voll toll. Und ja, sie ist jetzt natürlich die Einzige, die weiss, in welchem Kaffee das war. Aber genau. hoffen wir, dass das gut kommt und dass du dann dort kannst anfangen. Weil das wäre ja dann ein bisschen the road to your dream in dem Sinn. Du willst ja später mal, wer weiss, irgendwann voll. einen Kaffee haben. Voll. Und in meinem Kopf ist einfach gerade für so in den Medien irgendwie sein und irgendwie einen Kaffee arbeiten. So, beides. Mein Traum, ich romantisiere das gerade, dass ich so 2 Jobs habe. Verschiedene. Warum? Dass ich Ausgleich. Ich könnte, glaube nicht 100% gerade in einem Kaffee arbeiten und ich könnte auch nicht 100% in den Medien gerade arbeiten. Ja. Also ich arbeite es ja jetzt gerade. Aber ja. Aber du willst mal wieder etwas anderes. Ja. Ich habe eine Frage dazu. Ich bin das im Fall letztens gefragt worden. Ich sage jetzt nicht von wem, aber mich hat jemand gefragt, so, ich habe halt erzählt, was gerade bei uns so läuft, im Podcast und so. Und dann hat die Person gesagt, ja, und Flavia, warum geht der Traum jetzt nicht einfach an? Also weißt du, weil ich halt gesagt habe, du jetzt dann gleich mit der Ausbildung fertig bist. Und die Frage eröffnet sich jetzt vielleicht ein paar. So, du bist fertig mit der Ausbildung, fragst dich, was ist dein nächster Schritt? Hast theoretisch gewisse Möglichkeiten. Warum nicht jetzt? Also gewisse Möglichkeiten meint Jenny, dass einfach ein Gebäude, ich habe jetzt eigentlich schon Gebäude, ein Gebäude in meinem Heimatdorf gehört wem meiner Familie, also meinem Vater. Und du könntest dort ein Kaffee eröffnen? Also, könntest? Genau, also aber das ist jetzt auch mit ganz noch viel gar Effort nicht. Und so. Ja. Und also das ist auch der einzige Anker, wo an dem Traum, wo hilft für den Traum, weil wenn ich das Gebäude nicht wüsste, das kann wahrscheinlich Gebäude sagen. Wenn sag ich nicht wüsste, Gebäude. Ja, sorry, aber es klingt so unsexy, also das sage ich nicht mal gern. Also wenn ich nicht wüsste, dass in dem Gebäude etwas möglich wäre, dann wäre, glaube ich, mein Traum im Fall nochmal. Er ist ja wie greifbarer. Greifbarer, gut. Hat Flavia genug Geld auf dem Konto? Nein. Ist das Gebäude ready? Nein, es ist ein Rohbau, es ist ein altes Feuerwehrhaus, also dort innen kannst du noch gar nichts machen. Bin ich mit meinem Vater am Reden? Ja. Gut, ja. Wett ich schon jetzt mit 24 voll das Ding angehen, weil ich finde die Medien trotzdem auch noch geil und auch noch geil in Zürich sein. Darum, nein, ich will das noch nicht jetzt. Weil also das wäre in Einsiedeln, oder? Ja. Genau, also da musst du schon mega... du bist halt gerade also gebunden. Das wäre ein Commitment, ja. Ja, es ist ein grosses Commitment. Und ich habe letztens mit einer geredet, sie ist 36 und hat einen eigenen Blumenladen. Und sie hat auch das ist ja etwas anderes, aber selbstständig. Sie hat sich, glaube ich, früh selbstständig gemacht und sie hat mir gesagt, Flavia, wenn ich es mal machen würde, ich würde es ein bisschen später machen, wenn es nicht pressiert. Ja. Wenn man es kann. Weil, nein, weißt du machst das schon richtig. Also, weißt, ich glaube, du gehst deinen Weg und du bist auch mega ein Buchmensch. Also, ich glaube, du hast jetzt gerade ein bisschen geschildert, was für Fragen du dir stellst. Und ich glaube, du machst das im Fall schon richtig, wenn du auf dein Buchgefühl hörst. Also, nein, das bin ich auch. Ja, nein. Die Person hat nur so gemeint, so, ist es nicht schade, wenn Leute, die einen Traum haben und gewisse
sage ich jetzt mal, Zutaten für den Traum schon haben, den nicht wie packen. Aber wie du sagst... ich pack's ja, weißt du wieso? Ja. Weil ich gehe ja bewusst jetzt in das Café arbeiten, zum das Handwerk lernen, weißt? Also ich will dort auch den Barista üben. Ich bin schon lange nicht mehr in der Gastro gewesen. Das Kaffee ist eben cool. Es ist so am Abend ist es wie es ist nicht so ein klassisches Brunch-Café nur und macht am 4 Uhr zu. Nein, am Abend ist es auch ein bisschen barmässig. Also weißt, es hat wie so ein bisschen alle Aspekte. Ja. Also oder vielfältig und also mein Ziel ist jetzt einfach, also ich fühle mich... Ja, weil du gehst jetzt voll Erfahrung sammeln. Mhm. Genau, ich will jetzt mein Rucksäckchen sammeln in Erfahrungen. Ja. Genau. Und meine Ausbildung will ich schon nicht einfach so anschmeißen, weil Medien sind schon hure geil. Also was ich auch gerade kann machen und so, ist nice. Darum. Genau. Ja. Es bleibt auch bei dir spannend. Wir sind jetzt gerade beide Wendepunkte in unserem Leben. Voll. Und bei mir ist es eben so lustig, weil eben für wir haben eine Vierergruppe, also Jenny und 2 andere Kolleginnen, wir haben das 4. studiert. Und die fangen jetzt alle, also die anderen 3, du, die anderen und nochmal die anderen, sorry, jetzt wollte ich nicht sagen. Die fangen jetzt alle, also eine ist schon im Master da, du fängst jetzt an, die andere fängt in einem halben Jahr an. Und ja, jetzt zieht so zusammen. Die schon im Master ist, zieht mit ihrem Freund zusammen. Das ist auch ein Kapitel. Es ist so klassisch, gerade wie 20er, glaube ich, sind. Ich glaube, das ist so eine Universal Experience von Leuten in ihren Mit-20er, dass sie im Freundeskreis und im Umfeld Leute haben, die alle auch an Wendepunkten sind oder halt so neue Kapitel umschlagen oder anfangen. Weißt du, so eben zusammenziehen, Jobwechsel, ins Ausland gehen. Keine Ahnung. Jetzt bei uns heiraten und Kind ist ja nicht so ein Thema wie unseren Umfeldern, gell? Nein, eher auseinandergehen. Nein, aber das ist Effekt. Also, die einen sind schon mega lange zusammen und kommen jetzt auseinander. Also, da eröffnet sich für mich eine Frage. Ihr habt zuerst mal eine Fernbeziehung. Also, wie lange seht ihr euch nicht? Wie macht ihr das? Erzähl mal. Also wir sehen, weißt, der Luca und ich, wir sind uns gewohnt, dass wir uns nicht so oft sehen, weil wir sehen uns halt, als ich in der Schweiz war, haben wir uns meistens auch nur am Wochenende gesehen. Also in dem Sinn, dass wir uns mal eine Woche lang nicht sehen. Jetzt zum Beispiel habe ich auch, ich sage jetzt mal 5 Tage nicht gesehen. Es ist jetzt halt wirklich jetzt schon voll vermissen. Aber irgendwie das Gefühl, dass die Person so weit weg ist, macht schon irgendwie etwas mit einem. Und ich meine, also es ist, kurz gesagt, es ist für uns kein Problem, oder wir beide sehen wie kein Problem drin, weil wir sind ja jetzt schon so lange zusammen. Unsere Kollegen sagen auch über uns, wir sind wie ein altes Ehepärchen. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine Fernbeziehung unserer Beziehung irgendetwas antun kann, weißt? Weil wir sind beide, wir kommunizieren auch mega offen und er hat vor, mich ab und zu besuchen. Wenn ich vielleicht dann mal in der Schweiz bin, natürlich sehen wir uns dann auch, also ich sehe jetzt da nicht so eine Schwierigkeit drin. Und gell, wo du gesagt hast, dass du ins Ausland willst, ist ja also so, wenn ich ihn kenne, ist er gar nicht so gewesen. Nein, er hat sich mega gefreut für mich. Also das ist das, was mir, also in dem Sinn hat das ganze letzte halbe Jahr, wo ich dafür gekämpft habe, dass das Englisch-Zertifikat gut genug wird, darum gekämpft habe, dass meine Bewerbung mega gut wird. Er hat mich in dem allem mega fest unterstützt und ich weiss nicht, ob ich akzeptiert worden wäre, so ohne seine Unterstützung, weil er hat mir wirklich mega fest geholfen. Und das finde ich das Beste an einer Beziehung, weil ich bin wirklich mega froh, bin ich in einer Beziehung, wo ich mein Leben habe und mein Ding mache und er sein Leben hat und sein Ding macht. Ich hätte nie im Leben wollen in einer Beziehung sein, wo ich so denke, Master in Amsterdam wäre schon cool. Aber nein, dann wäre ich mega lang ein Jahr weg von ihm. Also ich würde mich nie von einer Beziehung zurückhalten lassen. Also wenn es Leute gibt, wo das für sie okay ist, dann ist es ja gut, aber für mich würde es nicht wollen. Ich habe das Gefühl, viele haben halt auch, sie wollen, aber sie haben halt Angst. Und Angst... Ja, also... Ja, nein, wir haben nicht, in dem Sinne nicht Angst. Ich glaube, wir haben keine Angst, weil wir schon so lange zusammen sind und uns gut kennen. Vielleicht hätten wir mehr Angst um unsere Beziehung, wenn wir noch ein bisschen frischer zusammen wären. Ja, aber ich bin ja 3 Monate zusammen gewesen und er ist 5 Monate weg. Also mein Ex. Ja. Und dort
Ja, das ist schon anders, ja. Aber ich finde halt eben klare, also weißt, wirklich gute Kommunikation mega wichtig. Also wir haben schon ein paar Mal in dem Sinn Gespräche gehabt, bevor ich jetzt da gekommen bin. Ja, einfach wie, weiss auch nicht, wie wir das machen wollen oder irgendwie, was wir beide davon halten, was wir denken. Ja, also darum, ich glaube, das hat sicher geholfen. Ja. Das glaube ich. Aber ja, nein, ich werde ihn sicher vermissen, weißt du, wenn es dann, also ich sage jetzt mal, 2 Wochen so, wenn ich wüsste, mittlerweile hätte ich ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen, so dann, ja. Oder man FaceTimet halt auch viel und dann denkt man sich so, jetzt wäre eigentlich schon schön, wenn du da wärst. So, das denkt man sich schon. Halt, es ist halt, und eben, wenn ihr dann auch mal eine Diskussion hättet oder so, weißt, dann, ich weiss noch, wenn ich mit meinem Ex dann einfach halt gecallt habe, mit drückt so schnell, dann einfach also ich habe dann hure schnell einfach aufhängen gedrückt, aber eigentlich wäre gerade schön gewesen, einfach eine Umarmung. Weißt, manchmal hilft auch einfach das und das ist halt wirklich nicht also das Physische, nicht mal wegen Sex oder weiss ich was, sondern einfach eben auch du, wo zum Beispiel jetzt allein bist, das habe ich beim Reisen gemerkt, Kollegin, die vorher auch allein gereist ist und nicht so eine Kollegin gehabt, die sich knuddeln kann, weißt? Sie hat richtig manchmal, weißt, so das Bedürfnis gehabt, so, ich will gehabt werden. Ja. Weißt, und das, Ja, oder zum Beispiel bei mir ist so, ich bin irgendwie mega ein mitteilungsbedürftiger Mensch und ich tue mega gern irgendwie so Leute mitnehmen. Ich weiss nicht, aber zum Beispiel, ich fände es mega cool, wenn er wie würde sehen, zum Beispiel, wo ich da lebe. Ja. Also logisch habe ich es ihm ein bisschen gezeigt, aber mehr so, wenn er dann kommt und ich kann ihm zum Beispiel die Nachbarschaft zeigen, so, schau, das ist, also ich weiss nicht, ich würde ihm am liebsten wie so alles zeigen. Ich weiss nicht. So das natürlich auch eben gehabt werden, so eben jetzt gerade gestern Abend. Ich weiss genau, als ich so den Downer hatte wegen der Wohnungen und so, bin ich so gewesen, ja, ich weiss genau, er wäre jetzt so der mich könnte wie regulieren. So, wenn er mich würde heben, er würde ein paar gute Worte zu mir sagen und dann wäre ich so, ja, du hast recht, das hat geholfen. Hast du schon brüllen in Amsterdam? Nein. Oder schon? Oh. Nein, aber gestern war ich kurz davor, ich sage ehrlich. Okay. Wirklich? Ja. Ach, ja. Ich weiss auch nicht, es ist halt so das Gefühlschaos und gepaart eben mit Stress. Ich kann dir sagen, ich hatte gestern ein Gefühlschaos gehabt. Also Chaos, ich war überfordert gewesen. Ich hatte ein Date gehabt. Ja. Und oh mein Gott, ja, wie ist das gewesen? Nachher, also es war super gewesen. Ich erzähle jetzt nicht, weiss ich was für Details, aber es hat so einen Moment gegeben. Vielleicht off mic, Jenny. Ja. Also sowieso. Hoffentlich off mic. Vielleicht. Nein, ey, ich habe gemerkt, was ich nicht handeln kann. Ich habe Augenkontakt. Oh mein Gott, ich kann das nicht handeln. Ich fange dann an, wie ein Kleinkind an zu lachen. So, nein! Nein, also die Tension, Alter, die Tension. Du musst länger zurückschauen. Ich habe es ja probiert. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, übersteuert. Ey, wir sind in einer Bar gewesen. Also, wir hatten kurz einen Unterbruch gehabt, aber wir sind wieder zurück und wir sind in der Bar gewesen. Gut. Wolltest du sagen, welcher? Wo sind wir gewesen? Nein, ich will nicht sagen, welcher. Okay. Es war einfach in der Stadt Zürich gewesen. Ja. Ja, nein, und dann, also du weisst ja dass ich manchmal auch cringe, wenn es so still ist. Also bei uns nicht, weißt du, bei Kolleginnen, aber ja, und dann ist halt manchmal so still gewesen, aber eben bewusst auch, glaube ich, von ihm, er hat mich auch einfach mal so, also er hat, glaube ich, mich angeschaut und hat mir gar nicht zugelassen, was ich erzählt habe. Und er so, warte, jetzt musst du es nochmal sagen. Und, weißt, also als Flirting? So ich weiss, dir signalisieren, dass du ihn rausbringst? Ich glaub nicht extra, aber einfach, ich weiss auch nicht, nachher, ich habe mich so ab mir im Nachhinein, ich bin so gewesen, ich konnte nicht ernst bleiben. Ich bin so, ich habe das so verlachen. Ich hätte dich so gerne gesehen, aber was ist genau in dem Sinne das Problem gewesen? Der Augenkontakt? Ja, einfach, wenn man sich, also man hockt 1 Meter voneinander weg. Vielleicht nicht mal. Und dann schaut man sich so richtig tief in die Augen. Ich finde das ist ja... Ohne Reden? Ja! Das ist schon... Und nachher... Ja, und gerade auf dem ersten Date... Also, ich frage... Also ich habe es gerne aber du weisst, ich bin auch ein Control-Freak und ich habe in dieser Situation einfach keine Kontrolle.
Weißt so, was kommt jetzt als nächstes? Und ich habe nicht das Gefühl gehabt in der Bar, dass wir uns jetzt küssen. Wir haben uns auch nicht geküsst. Also, weißt, aber es ist so gewesen, was ist jetzt der nächste Step? Also, weißt, sag ich jetzt etwas oder lasse ich die Stille oder? Aber ja, ey, nein, ich habe wirklich. Oh mein Gott, ich wäre aber in dieser Situation genau gleich. Ich wäre so. Die Tension. Ja. Das macht einem. Und ich habe ich finde so zum Zuschauen finde ich das mega super. Also so in einem Film oder so, wenn es Tension gibt oder so auf einer Bühne, so finde ich es so. Aber du bist halt nicht in der Situation, du bist weg. Aber auch beim Film schauen. Also ich gehe manchmal dann, also ich weiss, wenn es so Tensions gibt. Nein, ich kann nicht. Da bin ich auch so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und wenn du aber noch die Person bist, die in der Situation drin ist. Ja. Und dann, was passiert? Du hast gelacht. Ja, ich habe einfach so viel gelacht. Ich habe es ihm gesagt, ich so, hey, ich muss immer lachen, es tut mir leid, ich kann das irgendwie nicht handeln. Was hat er gesagt? Er hätte auch schmunzeln. Ja, aber das ist doch charmant, wenn du dann sagst, sorry, wenn du mich so nein, sowieso. Aber ich habe mich dann auch so von außen gesehen, weißt, und denkt so ein Kleinkind. Ich habe mich gefühlt wie ein Teenie, wo so weißt? Ja, ich kann es mir vorstellen. Und alles in allem, wie würdest du das Date bewerten? 10 von 10. Wirklich? Ich sehe ihn also nochmal. Ja. Gut. Nein, ist super gesehen. Das ist gut für gute Dating-Stories. Jawohl! Wirklich? Jenny, die kurz nach meiner Trennung gesagt hat, Flavia, also eigentlich freue ich mich auch schon wieder auf deine Dating-Stories. Ist okay. Wirklich, okay. Warte. Wer hat mir letztens irgendeine Dating-Story erzählt? Also ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich muss mich gerade erinnern. Ich weiss nur... Nein, ich weiss nicht mehr. Aber manchmal... Also ich weiss genau, dass ich mir dort gedacht habe, das ist so gut, habe ich Single-Kolleginnen, weil das ist so... Für mich, das ist Entertainment pur. Wirklich, das ist Top-Entertainment für mich, was meine Kolleginnen manchmal so für Geschichten erzählen vom Datingleben. Also das ist mein Lebenselixier gewesen, manchmal wirklich. Ich weiss noch, wo wir unsere unsere Unigruppe, dort sind alle in einer Beziehung ausser dich. Also 3. Also das wären wir 4, die du vorher gesagt hast, ja. Genau. Und wir sind mal zusammen essen. Und ich finde manchmal schon, als Single wird dann schon ein bisschen erwartet, dass du jetzt etwas... Also ich habe auch immer viel zu erzählen in der letzten Zeit. Aber es wird schon so erwartet, so... Oh, was geht jetzt... Also nicht. Oder ich weiss nicht. Also es ist sicher so, dass man fragt. Oder? Ja. Also ich glaube, wir in der Gruppe sind auch so, und Flavia, bei dir, was läuft? Erzähl mal. Ja, genau. Es ist sicher so, dass man fragt, glaube ich. Und ich habe mir das noch gar nicht überlegt, dass man ja dann so, dass man aus Single-Perspektive so denkt, ja, ich kann nicht immer, also es gibt halt nicht immer etwas so zu erzählen. Aber wiederum im Fall, umgekehrt, als Person in einer Beziehung, habe ich das Gefühl, gefragt. Erwartet die Leute nicht so viel, was du zu erzählen hast. Ja, ich weiss einfach nur, dass ich nachher dort probiert was ja nicht so ist. Ein Thema, es ist glaube ich darum gegangen, nein, nicht zu wechseln, aber so ein bisschen zu übertragen, weil ihr ja in einer Beziehung sind, das ist schon manchmal dann wieder nice, weil es ist glaube ich darum gegangen, wie ähnlich oder unähnlich sollte man sein. Ja, ich kann mich erinnern, ja. Voll. Und nachher ist wie, ich habe erzählt, was mein Problem ist und nachher habe ich euch wie können fragen oder euch sagen, wie ist es denn bei euch? Und dann ist es wieder, weißt du, dann habt ihr auch erzählt. Aber ich habe das Gefühl, von ihr, also jemand in einer Beziehung sagt selten von sich aus, ja, also muss eher gefragt werden, ich weiss nicht. Ich frage mich gerade, wie das bei mir selber ist. Also es gibt sicher gewisse Themen, die gehe ich selber auf meine Kolleginnen zu und will über etwas reden, aber manchmal ist es schon auch schön, wenn du gefragt wirst. Also wirst du gerne gefragt, so, wie läuft es bei dir unter dem Luca? Oder so, weil ich habe es für die einen gesehen, das auch als Angriff vielleicht, weißt, also als Angriff. Nein, oder so. Also ich werde gerne gefragt. In dem Sinn, wenn man mich fragt, wie läuft es mit dem Luca, erzähle ich gerne. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mir ein paar Mal gedacht, also ich habe dann zum Beispiel erzählt, und ich habe mir dann ein paar Mal gedacht, ist das jetzt echt langweilig für dich, was ich gesagt habe? Weil zum Beispiel, wenn es gut läuft, dann erzähle ich, dass es gut läuft und das noch ein bisschen ausschmücken. Und ich frage mich dann, wenn die Person ja eine Single-Kollegin fragt, hat die vielleicht ein bisschen spannendere Geschichten zu erzählen oder einfach neuere Geschichten? Ich meine, wir sind jetzt schon lange zusammen. Also weißt du, so, irgendwie das Rad von unserer Beziehung erfinden wir nicht von heute auf morgen neu irgendwie. Also so, weiss auch nicht. Aber das Spannende ist ja, ja, das Spannende ist ja, dass also das weiss ja der Luca, dass du auch viel erzählst. Also viel erzählst. Ja.
ich weiss auch ein bisschen, wie der Luca ist. Manchmal, ja. Es ist für mich spannend, weil ich langsam auch weiss, wie ihr tickt. Weißt du, ich bin drin. Also es ist nicht einfach, wie soll ich sagen? Ja. Ich kann es mir nachvollziehen. Ich bin wie eine Mitspielerin, eine Indirekte, weil ich... Eine Zuschauerin. Ja, also weißt du, es ist ja... Du hast mir ja letztes Mal, oh mein Gott, habe ich das geliebt, wo wir bei dir im Bett oben eine halbe Stunde geredet haben. Ja, voll. Und auch sonst, eben wenn so... Aber ich frage mich, weißt du, also ja, dort habe ich von mir aus erzählt, so etwas. Ja. Und du bist so gewesen. Und wir sind wirklich beide, wir haben so wirklich keine Luft mehr bekommen vor Lachen und einfach, ja. Aber so einen Moment gibt es, glaube ich, nicht oft. Ich glaube im Fall wirklich, ich werde nicht oft gefragt, wie läuft es bei dir und Luca? Also das ist jetzt auch kein Vorwurf an meine Kolleginnen. Ja, aber ich glaube, es ist wie klar, dass wir eine gute Beziehung haben. Und dann ist das, also vielleicht ist das auch einfach so, ganz ehrlich. Vielleicht ist eine gut laufende Beziehung einfach nicht so wahnsinnig spannend, was Storys angeht. Also ich würde jetzt nicht sagen, meine Beziehung ist langweilig. Sonst wäre ich nicht in dieser Beziehung. Aber ich habe mich einfach auch schon verwünscht, damit zu denken, wenn ich etwas erzähle. Ich weiss nicht, ob du das jetzt so spannend findest, weil du hörst ja wahrscheinlich auch ganz anders. Weißt du, was ich meine? Aber das kann ich jetzt sagen, nein. Okay, gut. Und sonst liegt es an mir, um halt noch nachzufragen. Und weißt, du weißt, ich frage gerne nachher und hake nachher. Eigentlich, und dann, was ist das auch für ein komischer Gedanke von mir? Weißt du, das muss ich wirklich aufhören. Ich muss aufhören, mich zu fragen, was andere Leute denken. Das ist wirklich, das vor allem noch in der Freundschaft. Also wirklich. Ja, das aber ist ich habe mir auch schon überlegt, so, weißt, wenn ich von Dates erzähle, so alte, ich erzähle irgendwie... Wie klingt das jetzt von mir? Ja, also weißt du, so ein bisschen, zum Beispiel von Single zu Single, das ist dann auch wieder anders, weil je nachdem ist die andere Single ein bisschen deprimiert und dann ist es vielleicht nicht so geil, wenn ich komme. Also ja, je nachdem, weißt du, also du musst ein bisschen read the room auch ein bisschen. Ja, fix, ja. Das musst. Ja. Oder ich habe manchmal auch ein bisschen die Rolle, ich finde manchmal meine Rolle ein bisschen langweilig, dass ich die am Tisch bin, wo, du bist ja eh schon lange in der Beziehung. Also weißt du, zum Beispiel bin ich mit 3 Single-Ladies und sie reden und ich bin so, oh mein Gott, Popcorn, wirklich. Aber ich bin vor allem Zuhörerin und es geht gar nicht darum, dass ich von mir erzählen will dann in dem Moment, aber ich denke mir so, ich will nicht, so, nur weil ich mega lange in der Beziehung bin, so als die langweilige Rolle, ich will wie nicht die langweilige Rolle haben. Abgestempelt. Genau, so, weiß auch nicht. Also, ich sage jetzt, ich weiss jetzt nicht, ob Leute das denken, oder gerade meine Freundinnen, ich glaube es nicht, aber mehr so, wenn das der Fall wäre, fände ich das nicht gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir da den Kopf dazu zerbreche. Ich bin mir nur gerade das so, weil wir jetzt auf das Thema gekommen sind. Aber das ist ja immer auch gut, wenn es so durchmischt ist, dann kann man so voneinander auch lernen, weißt du? Ich liebe ja Beziehungskonstellation, ich merke es immer mehr, wenn ich neue Leute kennenlerne. Ja. Es ist so interessant. Ja, wirklich. Egal was für, ob romantisch, ob freundschaftlich, ob Familie. einfach menschliche Beziehungen. Ja. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden. Hey, am ersten Abend hat meine Gastmutter mich gefragt, hey, wenn wir zur 4 vom Tag zusammen Nacht essen? Ich so, ja, voll, let's go. Sind wir da um eine Ecke und bevor wir überhaupt Essen bestellt haben, haben wir schon beide 2 Bier gehabt. Also das sagt auch viel über, wie sie und ich zusammen geredet haben. Und wirklich, sie hat mir ihre ganze Familiengeschichte erzählt. Also 51 Single und kein Kind. Also das war wirklich spannend gewesen. Ich habe ihr auch ein bisschen von mir erzählt. Und sie und ich sind beide so gewesen. Irgendwie ist das natürlich auch, die Hemmungen sind irgendwie wie tief. Dadurch, dass sie, also in dem Sinne sind wir schon sehr persönlich geworden für den Fakt, dass wir uns dort gerade mal irgendwie 8 Stunden gekannt haben. Aber ich finde, manchmal ist wie die Hürde zum so persönlich werden auch relativ tief, weil es ist ja eben zum Beispiel nicht deine Mami oder dein Papi oder weißt du, so Leute, mit denen du vielleicht irgendwie sonst schon die eine Beziehung hast. Weißt du, was ich meine? Es ist wie so, sie hat eine ultra neutrale Sicht und vor allem das Gute ist, sie kennt keinen von denen. Weißt du, was ich meine? So manchmal ist es wie so, du erzählst jemandem etwas, aber die Person kennt die Person eben auch. Und, und das habe ich so mega erfrischend gefunden, so an einer Person, wo alle, von denen ich ihr jetzt erzähle, sie kennt die nicht. Und ich kann ihr einfach so etwas erzählen.
Oder auch oder meine Imagination, meine Vorstellung von den Leuten, die sie erzählt hat. Ich weiss nicht, das finde ich einfach so, auch so spannend, ja. Mhm. Ja. Nein, einfach so beziehen. Und dann findet man so Muster, gell? Ja, und also ja, das ist ja Fakt über Beziehungen. Du lernst ja die Person so schnell kennen, wie die auch ist. Also weißt, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, bei einem Date über eine vorherige Beziehung zu reden. Auch schon beim ersten Date finde ich es nicht schlimm, weil es ist wieder, ich finde das einfach so spannend. Also, und es zeigt, weil es wie die Person tickt. über die Person, ja. Ja, also so Menschen. Ja, das stimmt. Ja, und du merkst ja auch nur schon, wie die Person darüber redet. Finde ich, sagt ja auch schon etwas aus. Nicht nur inhaltlich, sondern so, wie redet sie über den Ex? Weißt du, ist es so. Voll. Und ich bin auch gefragt worden von ihm. So, erzähl jetzt eben von deiner vorherigen Beziehung und so. Und dann habe ich da erzählt. Ja. Ja. Das ist, ja. Wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Was vergessen? Wegen dass du gesagt hast, du bist immer ein Gefühlschaos. Ich bin gestern, also ich bin nicht in einem Chaos gewesen, ich bin einfach überfordert gewesen. Ja. Aber, Ja, eben. Ich bin jetzt auch sicher noch ein paar, bei mir ist jetzt, also ich merke, wenn ich am Abend ins Bett gehe, ich bin so kaputt. Kaputt von den ganzen Eindrücken, kaputt von den ganzen Tag Englisch reden und so umdenken und den ganzen Tag so eben mit jemandem zusammenleben, den ich irgendwie gar nicht kenne und so sein wie so, ich wollte irgendwie nicht deinen Personal Space zu sehr einnehmen, aber ich wollte auch ein bisschen meine Privatsphäre und so alles. So, zum Beispiel, ich habe mir gestern ein Velo gemietet. Ich bin mit dem kreuz und quer durch die Stadt gefahren. Ich kann nicht, wie viele Kilometer schon gemacht. Einfach alles macht Mühe sozusagen, aber es ist auch so ein schönes Erschöpftsein. So. Ja. Und das würde ich jetzt auch eben so Gedanken so, ich soll mich mal bei dieser Person unbedingt melden, weil ich will ja den Kontakt aufrechterhalten, auch wenn ich jetzt da bin, so ganz viele Gedanken. Das ist, ja, das sehe ich. Oder das bei mir, ja. Wie beim Reisen hast du das auch gehabt? Wie, zum Beispiel du, also das ist jetzt kein Vorwurf, aber du hast dich jetzt zum Beispiel nicht so oft gemulden. Hast du das bewusst gemacht? Oder bist du so gewesen, so... Nein. Weißt du, wie hast du das gemacht? Das Lustige war, ich bin auch so gewesen, ist jetzt echt Jenny hässlich, dass ich mich nicht viel gemeldet habe. Nein. Und nein, es ist so. Weißt du, was ich gedacht? Was? Die Flavia meldet sich nicht viel. Aber das macht sie bestimmt bewusst und es ist okay. Wir hören einander noch genug später nachher dann. Wirklich so, habe ich gedacht. Ja, ich glaube, also erstens haben wir ja im Dezember uns sehr intensiv gehört. Also wir haben eigentlich eine Beziehung geführt. Also wir haben ja schon eine Beziehung eigentlich. Aber schon sehr intens gewesen. Also ganz ehrlich, ich habe es gebraucht. Ich glaube schon von dir. Auch. Also, ja, ich auch. Im guten Sinn. Einfach kurz. Ja, all gut, auch wenn es im schlechten Sinn wäre. Es ist einfach alles gut. Ich bräuchte auch von mir selber eine Pause manchmal. Nein! Doch. So. Warum? Ja, wenn ich mit mir selber im Kopf rede, denke ich, kann ich auch so, Flavia, Alter, jetzt chill. Ja, nein. Gut, das kann ich auch. Ja, aber nein, ich bin, glaube von mir aus habe ich, glaube ich, also weißt, ich habe so meine Mami müssen beruhigen, dass ich noch lebe. Aber Same. nicht jeden Tag, so alle 3 Tage. Aber sie hat ja seit neuestem, also nein, nicht mal seit neuestem, seit einem halben Jahr Insta etwa. Und dann hat sie dich verfolgt? Genau. Sie hat sogar, also sie kann ja jetzt übrigens Stories liken. Meine Mutter auch. Das macht sie ganz fleissig. Ja, deine ist schon früher. Also ich folge ja deiner Mutter schon etwa ein Jahr. Es ist immer spannend, was sie liked und was, also, ja. Wenn Kids steht und der Name von der Mutter, dann bin ich so, Ja. Ja, nein. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Wegen, wie oft man sich melden soll. Ja. Zum Beispiel, ich habe auch schon mir gedacht, so, ich bin ja die, die weg war. Sollte nicht... Nein, das ist wirklich ein dummer Gedanke. Nein, das haben alle... Also, doch. Zum Beispiel ich finde es natürlich schön, wenn man mich fragt, hey, Jenny, wie bist du angekommen? Aber ich kann mich ja genauso melden bei anderen Leuten. Ich kann mich genauso melden und sagen, hey, by the way, so und so bin ich angekommen, das und das läuft. Ja, aber man so. wird doch gern gefragt. Ja, man wird gern gefragt. Ich gebe es zu, ja, man wird gern gefragt. Ja. Auch, weißt du, einmal hat eine Kollegin zum Beispiel, wir nie Kontakt gehabt und sie hat geschrieben, wirst vermisst. Weißt du? Ja.
Ich habe nichts erzählt, was glaub, gelaufen ist, sondern ja, wir hören uns dann in der Schweiz wieder. Ich glaube, ja, voll. Es muss auch nicht immer etwas Grosses sein. Oder es muss auch nicht immer gerade ein Telefonat sein. Oder ja, weißt du, was ich meine? Oder ein riesen Text oder was auch immer. Aber ich glaube, ich habe einfach jetzt halt gerade auch sehr viel Zeit zum Nachdenken, weil ich so kein Programm habe und allein bin in dem Sinn. Ja, und dann kommst du vielleicht irgendwann mal so zu einem Gedanken. Aber eben, das finde ich eben nicht immer nur gut. Also, ja. Hast du mir nicht bevor du auf Amsti bist, mal gesagt, dass die Phase jetzt wird zeigen, es klingt so welche Freundinnen dir wichtig sind? Nein, also dir wichtig sind, ja. Also, nein, also weißt, in dem Sinn weiss ich, wer ich schätze und wer meine Freundinnen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass es Leute gibt, wo ich so bin, ja, es wird sich aussiebeln, wer meine wahren Freunde sind und wer nicht. So ist es nicht. In dem Sinne, ich würde schon, glaube mein Umfeld als also deutlich in dem Sinn. Aber ich glaube, was ich gemeint habe, ist so, jede Beziehung, also eine freundschaftliche auch, braucht ja Effort. Also in dem Sinne, man muss sich bemühen, eben, sich zu melden oder mal zu fragen oder irgendwie, dort haben wir es ja, glaube ich, auch über so alternative Freundschaftspflegemittel gehabt, wie zum Beispiel mal eine Postkarte schreiben oder irgendwie spontan anrufen oder was weiss ich, eben, schreiben, wirst vermisst, keine Ahnung. Und in dem Sinn freue ich mich darüber, meine Beziehungen von da aus zu pflegen. Die mir viel wert sind, weißt du, so. Das liegt mir, also nicht, eben, da zähle ich nicht nur meine Beziehung dazu, sondern auch meine Freundinnen. Also es ist mir wichtig, dass ich nicht jetzt abgehauen bin und in einem Jahr so bin, hey, ich bin ein paar wieder zurück, wenn wir uns sehen. So. Voll, aber es gibt auch die Leute. Also weißt, ja, es gibt auch die Leute. Wo das nachher funktioniert. Zum Beispiel auch mit der Kollegin, die ich bin reisen, nie fast von ihr etwas gehört. Und nachher bin ich so 2 Tage, also das erzähle ich dann 2 Tage vorher, so, bist du dann dort? Also in 2 Tagen komme ich an. Sie so, ja, ich bin in der Stadt. Ich so, gut. Ja, also, ja. Ja, eben. Voll. Man muss manchmal auch einfach ein bisschen den Druck wegnehmen. Also weißt du, so, ich bin jetzt gerade mal 4 Tage da. So ist okay, wenn noch nicht gerade alle gefragt haben, Jenny, wie geht's? Wie bist du angekommen? Bla, bla, bla. Also weißt du, so, es hat ja auch alles Zeit. Also so, ja. Aber es tut dich schon ein bisschen, du willst schon gefragt werden, nicht? Ich merke das schon nein, ich meine das schon so, wie ich das sage. Okay. Es ist gerade, für mich ist es da gerade einfach wirklich ein bisschen einsam. Ich glaube, es ist wegen dem, so dass ich wie so mir das gedacht habe. So. Weißt du, was ich meine? Ich bin allein. Weißt du, was ich meine? Das musst du echt abstellen. Das hast du schon 4-mal gesagt. Ah, wirklich? Ja. Okay, aber gut. wir wissen, was du meinst. Gut, ich weiß, was ich meine. Nein. Ich muss das wirklich verbieten. Das habe ich schon ein paar Leute darauf angesprochen, dass ich das oft sage. Und dann ist es schlimm. Wenn Leute also ich sage es auch ab und zu. Ja, nein, ich sage das, ich brauche das viel zu viel. Aber du weißt, was ich meine. Ja, das war jetzt ein Befehl und nicht eine Frage. Aber ja. Ja, nein, in dem Sinne, ich bin da halt einfach allein und ich bin da halt einfach ein bisschen overwhelmed und ich bin da halt einfach ein bisschen allein mit dem hohen grauen Wetter, okay? Ja, weißt? Aber auch eben schöne Kaffees und Journalen und ich stelle mir das auch schön vor. Ich muss jetzt einfach ein bisschen geduldig sein, weißt? Und das bin ich eben gar nicht. Ich bin gar kein geduldiger Mensch. Ich auch nicht. Wir sind beide gleich dort. Hilfe. Also jetzt würde ich vielleicht auch schon wieder den Skip-Button drücken. Ja, aber eben, du wirst etwas finden und sonst bist du halt eine halbe Stunde außerhalb von... Stell dich doch darauf ein, du bist eine halbe Stunde außerhalb von Amsterdam. Es wird nicht so sein, aber dort findest du ja hoffentlich etwas. Ja. Weißt, immer so ein bisschen... Ja. Kann ich? Nein, ich habe ja vorher so ein Mail geschrieben, voller Hoffnung. Also ich habe lustigerweise, ich bin in 2 so Chats und in einem Gruppenchat, wirklich sind irgendwie 1000 Leute drin, es kommen jeden Tag mehr Leute dazu, schickt einen, man kann nicht reinschreiben selber. Gott. Einer ist Admin und der schickt immer selber so Inserat rein. Und dann wirklich, es gibt so eine Vorlage, glaube ich, weil der schickt jedes Mal mehr oder weniger gleich Text, aber andere Sachen sind ausgefüllt. Halt die Miete und wo das ist und wie lange verfügbar, bla bla bla. Und ich habe den Chat habe ich angepinnt bei mir auf WhatsApp, dass ich nie irgendetwas verpasse, eine Nachricht. Aber dann bin ich zum Beispiel am Journal im Kaffee und sehe, es ist eine Nachricht von dem. Und dann lasse ich alles stehen und liegen. Und ja, es ist einfach, Ich habe noch gedacht, du hast verdammt schnell mir zurückgeschrieben, aber du siehst ja, wer geschrieben hat. Wie meinst du? Nein, never mind. Ich habe gerade gemeint, darum schaust
weißt, ja, ich bin halt auch viel online. Am Handy. Ich bin so viel online, gerade, dass mich eben auch irgendwie stört, weil zum Beispiel, ich meine, eben, ich bin da eigentlich habe ich da wollen, das ganze Gestell da machen für die Aufnahme jetzt da und habe geschrieben, ja, können wir bitte 20 Minuten später, ich muss noch das Mail fertig machen, damit der Makler das noch sieht, bevor heute fertig ist, Arbeiten, Schluss und so. Und dann, ich weiss auch nicht, ich bin einfach immer, muss alles schnell gehen. Und sofort. Und ganz viele Informationen, Beschreibung über mich, mein LinkedIn und über den Hund und bla. Wirklich. Ich würde wirklich, also, aber ihr wisst... Eben, manchmal drehe ich durch. Ich schreibe keine, also wenn ich mich bewerbe, schreibe ich zum Beispiel keine Motivationsschreiben, weil ich das hasse. Darum mache ich Videos von mir, aber ich weiss, du kannst keine Videos von dir machen. Also, ich könnte vielleicht schon ein Video von mir schicken, aber der will halt gleich wissen, was ich schaffe, woher ich komme. Ja, bla bla. Ja. Und dann bin ich noch, ja. Jetzt hören wir die Aufnahme positiv auf. Und okay. Wie? Und wie? Ja, wir sind voller Hoffnung. Nein, es kommt schon alles gut. Weißt, ich bin schon positiv gestimmt. Ich bin gerade einfach ein bisschen auf dem, wie sagt man? Nicht im Schuss. So, wie sagt man? Wie schreibt man das auf Schweizerdeutsch, wenn man so... Unter Stress? Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt so ein schweizerdeutsches Wort dafür, so... Unter Strom. Nicht? Okay. Auf Nägel? Auf Abruf. Auf Nägel? Warte schnell. Auf Nadeln. Danke. Jenny ist auf Nägeln. Nägel. Auf Nageln? Ja. Man kann mich auch nageln. Nein, kann man nicht. Nein, kann man nicht. Also doch, jemand, aber ja. Ja, ich bin auf Nadeln. Sorry, das wollte ich jetzt auch müssen sagen. Das ist geil. Ja, gut. Ja, ich bin auf Nadeln. Gut, was bist du? Ja. Du bist... Ich bin am Schwitzen. Gut. Ich habe das Gefühl, ich hoffe, das Video hat aufgenommen. Ja, ich sehe, meins hat aufgenommen. Jetzt wieso siehst du das? Ich spiele gerade im Fenster vor mir. Okay, ja, ich merke es erst, wenn ich da weg bin. Aber alles gut, Flavia, wir beenden das und am Montag ist das online. Das kommt schon gut. Stimmt. Oh mein Gott. Gut? Ja, also. Hey. Schön, habt ihr reingelassen. Danke vielmals fürs Reinhören. Genau. Ja, eine kleine Ketchup. Da ihr wisst, folgen gerne... Oh, Full Circle Moment. Full Circle. 5 Sterne bewerten gerne, bringt uns weiter und verfolgt uns auf Insta, was so abgeht. Dann seht ihr, was so läuft, bis in 2 Wochen die nächste Folge Fiasko von Mosa kommt. Ich finde es geil, machen wir das, Flavia. Es ist geil. Ja, haben wir das Mikro gekauft, haben wir da die hohe Plattform gefunden, auf die wir das jetzt aufnehmen. Finde ich gut. Ja. Ich auch. Let's go. Also, ciao.